Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön haben Sie eingeschaltet. Das ist persönlich bei Claudia Lesser. Heute mit dem Altbundesrat Adolf Ogi. Er war aber auch Sonderbeauftragter von der UNO und einfach ein ganz charismatischer Mensch, der ein bewegendes Leben hinter sich hat. Und über das Leben wollen wir reden. Herzlich willkommen, Adolf Ogi. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, ich habe mich gefreut. Es ist ja einfach kurz, was ich nicht so lange her, 2013, ein wunderschönes Buch wieder über Sie herausgekommen. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf euer Leben, das ihr jetzt in dem Buch auch gemacht habt, im jetzigen Lebensabschnitt, wo Sie sind, was hat es da für einen Titel? Mein Titel jetzt ist, ich würde sagen, «Kam und ging wieder». Kam und ging wieder, das wollen Sie erklären. Ja gut, ich habe verschiedene Sachen dürfen machen, das ist ein Privileg. Ich bin gekommen, aber das Leben ist ein Kommen und ein Gehen. Das müssen wir akzeptieren. Der Bundesrat, der sagt, er müsse noch bleiben, weil er noch das und das und das fertig machen will. Ja, also der meint, er könne alles fertig machen. In dem Sinne ist ja das Leben auch wie ein Flughafen. Wenn ihr da in den Flughafen geht, dann sind sie ständig am Bauen. Also das ist etwas, das immer und immer bleibt. Während ihr als Mensch hier kommt, übernehmt die Aufgaben, nach einer Ausbildung selbstverständlich. Aber die Aufgabe endet und das Leben endet einmal. Es ist Kommen und das Gehen. Also kam und ging wieder. Das wieder dorthin hoffentlich, wo wir alle möchten, dass wir hergehen. Was bewegt Sie denn aktuell im jetzigen Lebensabschnitt am meisten? Ja, mich bewegt an und für sich, was sich in der Welt abspielt. Die Welt ist aus einem Gleichgewicht geworfen worden. Es ist unglaublich, was wir heute für Weltprobleme haben. Und wir leben auf dieser Welt. Erstens, mich beschäftigt in erster Linie, also das Verfolgende natürlich als Politiker, kann man nicht abstellen, Schalter abstellen, das geht nicht. Oder löschen. Als Mensch heute beschäftigt man eigentlich Stiftungen, also die Stiftung Freude herrscht, wo ich Präsident sein. Die ist gegründet worden von den Freunden von meinem Sohn Matthias, der 2009 hat müssen sterben. Das ist für einen Vater und Mutter ist es, ich würde sagen, das schwierigste Schicksal, das man muss probieren zu verarbeiten. Man ist fragend, suchend und nicht findend. Aber ich möchte ja gerade sagen, ich bin nicht der Einzige, der das Schicksal hat erlebt. Es sind sehr viele Familien, die das vielleicht noch schlimmere Sachen erlebt als das, was ich erlebt habe. Und darum haben wir die Stiftung, also die Freunde von Matthias, sie wollen so eine Stiftung schaffen, Freude herrscht, wo wir zeigen, ganz eine schöne Geschichte. Ja, so Spiel, Spaß, Freude, Integration, Solidarität, Bewegung, weg vom Computer, raus in die Natur. Das probieren wir zu vermitteln. Und da bin ich Präsident. Als ich Bundespräsident war im Jahr 2000, habe ich zum Beispiel Swisscore geschaffen, schon eine Stiftung. Ich habe gesagt, wir sollten im Übergang ins 21. Jahrhundert sollten wir etwas schaffen, das nachhaltig ist. Und ich genau gewusst, dass meine Kollegen im Bundesrat nichts weh, was kostet. Dann habe ich gesagt, ich nehme 100'000 Franken in die Hand von meinem Departement, vom damaligen VBS. Und ich lade 100 kranke, arme Kinder aus Osteuropa ein. Und von diesen 100 sollten auch Rollstuhlfahrende Kinder sein. Und wir tun die während maximum 3 Wochen, Minimum 14 Tage, im Militärspital in Melchtal pflegen. Und jetzt hören sie zum 16. Mal sind die Kinder gekommen. Nicht die gleichen, gehen von verschiedenen Ländern in Osteuropa. In den letzten Jahren von Moldawien. Das ist das Armenhaus. Und wir haben die gepflegt. Also Ärzte, Zahnärzte, Augenärzte. Wir haben ihnen neue Rollstühle gegeben. Wir haben ihnen auch nachhaltig probiert, sie weiter zu betreuen. Wir haben mit ihnen Ausflüge gemacht, wir haben mit ihnen das Land der 4 Kulturen, der 4 Sprachen, der 26 Kantone
im Rahmen von unseren Möglichkeiten zeigt, wir leben in Frieden und Freiheit seit 1848. Warum ist das möglich? Es ist möglich, weil wir Minderheiten immer pflegen in unserem Land. Und das kann beispielgebend sein, dort eben gerade für Moldawien, wo verschiedene Ethnien hat, verschiedene Sprachen, Kulturen. Und dann bin ich auch, als ich ausgeschieden bin bei der UNO, bin ich bei Right to Play gewesen. Right to Play tut jeden Tag über 700'000 Kinder in 25 Ländern betreuen. Mit Spiel, Spass, Freude, Bewegung, Integration, Solidarität. Und da habe ich auch probiert. Ich bin heute vor allem engagiert, nebst dem, dass ich sehr viele Briefe und Einladungen und muss erarbeiten, bin ich vor allem im Einsatz zugunsten von der Jugend. Die Jugend von heute sind die Leader von morgen. Und wenn wir eine bessere Welt wollen, dann brauchen wir Politiker. Die sollten das zur Kenntnis nehmen. Wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen die religiösen und spirituellen Führer. Und wir brauchen auch die Jugend. Die Jugend im Zusammenhang mit dem Sport, wo der Sport ist die beste Lebensschule. Wieso ist das eigentlich für das dass der Sport die beste Lebensschule ist? Weil im Sport, das habe ich ja 7 Jahre bei der UNO gewesen, zuständig eben für Sport im Zusammenhang mit Frieden und Entwicklung. Genau. Ich unterstreiche Frieden und Entwicklung. Weil im Sport lernt er gewinnen, ohne überheblich zu sein. Im Sport lernt er verlieren, ohne eine Weltuntergangsstimmung zu machen. Im Sport lernt er eben, sich integrieren in ein Team. Ich lerne Solidarität. Ich lerne den Schiedsrichterentscheid zu akzeptieren. Ich lerne das Reglement zu akzeptieren. Jedes Kind zwischen 5 und 15 sollte die Möglichkeit haben, Fehler zu machen im Leben, ohne dass es Auswirkungen hat, traumatisierend wird. Ja, ohne dass es Auswirkungen hat auf das berufliche Leben. Wo könnte er Fehler machen, ohne dass es Auswirkungen hat auf das berufliche Leben? Es sind 2 Bereiche. Das eine ist Kultur und das andere ist Sport. Eine rote Karte im Schutten ist schlecht für mich und für meine Mannschaft. Aber hat keine Konsequenzen für mein berufliches Leben. Und ich habe gesehen, wie reagiert eben mein Temperament, mein Charakter. Wie reagiere ich als Mensch, wenn es mir schlecht geht, rote Karte haben? Und wie reagiert mein Temperament, mein Charakter, mein Menschsein, wenn es mir gut geht, wenn ich gewinne? Und das ist diese Lebensschule Sport, die so wichtig ist. Wenn diese Lebensschule Sport weltweit ein bisschen besser beachtet würde, hätten wir eine bessere, friedlichere Welt. Und wir müssen dringend eine bessere, friedliche Welt, wo jeder Mann, auch die Zuschauer, die uns da zugucken, die können mithelfen. Eine bessere, friedliche Welt. Der Wille muss da sein, die Bereitschaft muss da sein, der Mut vielleicht man muss Kinder ganz früh an Sport anführen. Das machen sie auch mit dieser Stiftung «Freude herrscht». Sie schaffen dort auch ein ganz spezielles Erlebnis. Sport hat ja bei Ihnen als Kind auch eine grosse Rolle gespielt. Sie sind in Kandersteg aufgewachsen. Ihr Vater hat sich auch körperlich betätigt als Bergführer und Förster. Und das war auch ein sehr körperlicher Mensch, aber ich glaube auch ein Mann, der Sie sehr stark beeinflusst hat. Sehr stark. Das war mein bester Freund, mein bester Berater. Mit der Mutter, die ich nicht vergessen. Vater war ein grosses Vorbild. Er hat gesagt, wenn man will, dann kann man etwas erreichen. Beispielsweise die Lawinenverbauung oberhalb am Lötschbergtunnel auf 2200 Meter. Vom Montagmorgen am 7. bis am Samstagmittag hat er dort die Lawinenverbauung da im Auftrag von der BLS aufgebaut. Heute kracht nie mehr eine Lawine. Und dann ist er heimgekommen, hat sich gewaschen und ist als Bergführer auf die Blümlisalp oder ins Wallis, auf das Bietschorn oder auf das Matterhorn. Und ich vergesse nie, der Vater hätte 70 Mal auf die Blümlisalp müssen. Der Tarif war 70 Franken. Für mich 1 Jahr École Supérieure de Commerce in La Neuville zahlen. Das hat 4'900 Franken gekostet. Ich war 3 Jahre der. Der Einsatz von meinem Vater, das war so enorm für mich und für unsere Familie. Das kann ich nie vergessen. Aber es ist ja schön, dass Sie das sehen als Sohn, oder? Man muss ja auch das Bewusstsein haben, dass man sieht, dass der Vater eben so etwas leistet. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Kindheit, was ist das erste Erlebnis, das Sie sich noch so ganz bewusst mögen erinnern, wo Sie emotional berührt hat? Ja, es sind verschiedene Momente. Ich habe den Vater als Bergführer dargestellt. Ich habe erlebt, wie der Vater, und das hat mich sicher am Anfang sehr berührt, der Vater vielleicht am Sonntag, am Nachmittag vor der Tour zurückgekommen ist und wieder in die dunkle Nacht raus ist. Weil es geheißen, es sind Alpinisten, Bergsteiger, sind abgestürzt an der Blümlisalp. Damals hat es keine Helikopter gegeben. Bis ins Hotel, die Blümlisalp-Hütte, es waren 4-5 Stunden in der Nacht.
Und das ist einfach die Angst. Kommt der Vater noch zurück oder kommt er nicht mehr zurück? Das ist eigentlich die ersten prägenden Beispiele gewesen, respektive Erlebnis, wo einfach mir gezeigt hat, wie das ist, wenn man in der Angst lebt. Oder wenn man muss Angst haben um Vater und Mutter. Ich weiß noch, der Vater war sehr stark als Förster in Bezug auf sehr gute Art, Bäume zu fällen. An schwierigen Orten. Oder? Und hat er mal hat's geheißen, ja, der Vater sollte nach Indien, dort eigentlich das Wissen dort gehen darstellen und zeigen. Und ich weiss noch, wenn ich dann habe ich das lauter Wasser gebrüllt, weil der Vater wird ein halbes Jahr nicht da gewesen, weg sein. Und da ist immer die Angst gekommen, eben, wie als Bergführer, wenn er in die Nacht rausgegangen ist retten. Verlustangst. Da kommt er dann noch zurück und der Vater und die Mutter, die sind für mich so golden wichtig gewesen. Ich bekomme ganz einfache Verhältnisse, aber die haben eigentlich das gemacht, was ich mir also wünsche, dass alle Jugendlichen erleben könnten. Vor allem wahrscheinlich sehr behütet und sehr liebevoll. Tönt das auch, Liebe, das Haus, das Sie Verantwortung, da erleben? Disziplin, der Respekt gegenüber Andersdenkenden, über Sprachgrenzen, über politische Grenzen raus. Ich vergesse halt nie, am Kandersteg, mein Vater hat nicht sehr viel verdient, nicht sehr viel. Und dann sind im Winter vor allem sind Engländer gekommen, Belgier gekommen, Franzosen und auch Amerikaner sind zum Vater Skifahren. Oder dank dem habe ich vielleicht nach Neuville diese École Supérieure de Commerce gehen. Und wir sind auf den sogenannten Fremden, weil die sind dann, hat man sie Fremden genannt. Also, schon eine andere Zeit. Touristen. Aber da kommt die Weltoffenheit her. Dank denen hat mein Vater ein besseres Leben gehabt. Das hat mir auch die Internationalität gegeben, die ich hoffentlich habe. Die Offenheit, oder? Die Sie das Leben lang... Ich habe jetzt bewusst Internationalität gesagt. Das Wort Offenheit ist echt selbstverständlich. Ich kann mich identifizieren mit Offenheit. Sie haben ja auch Skirennfahrer werden. Also eigentlich so der Sport als eigentlich auch oberstes Berufsziel. Das ist etwas, was Sie sich als Kind gewünscht haben. Das ist aber nicht zu dem gekommen. Der Vater hat ja da so ein bisschen Gegensteuer gegeben. Obwohl der Vater in der Nationalmannschaft war. Sehr guter nordisch Kombinierer, guter Skispringer, guter Langläufer. An der Strecke neben dem Bahnhof hatten wir ja 2 Schanzen. Wir haben abgeschwungen auf dem Bahnhofplatz. Weltweit ist das eine Premiere, ein Unikat. Wir hatten sogar so eine tunnelartige Durchfahrt hat man durch müssen. Es waren nicht links und rechts Strohballen. Und ist klar, ich habe den Vater auch dort als Beispiel gegeben und habe probiert, zu imitieren, respektive seinen Weg zu gehen. Und dann hat er mir in einem Moment mal gesagt, los, vom Skifahren, das ist eben Jahrgang 42, das war Ende der 50er Jahre. Du, lass mal, vom Skifahren kann man ja nicht leben. Hätte ich nach Amerika gehen, weil wir auch amerikanische Gäste in Kandersteg, die mit dem Vater Ski gefahren und er gesagt, ja, wenn der Junge zu uns kommen, soll er dann nur kommen, dann kann er auch trainieren und so. Aber der Vater wollte, dass er gut Französisch lernen, gut Englisch lernen. Leider hatte ich einfach kein Geld mehr für noch Italienisch zu lernen. Aber bei meiner Tochter und bei meinem Sohn habe ich das korrigiert. Habe ich auch immer ein bisschen darunter gelitten als Bundesrat, dass ich mit den Tessinern zu wenig gut mich auseinandersetzen konnte, also ihrer Sprache auf Italienisch. Aber ich bin heute dem Vater dankbar. Ich bin 1964 nach der medaillenlosen Olympischen Spielen in Innsbruck hat mir der damalige Präsident des Skiverband, Nationalrat Glatthardt, der Nachfolger war vom Herrn Bundesrat Bohme als Präsident des Skiverband, mich engagiert. Und der Auftrag war ganz klar, wir haben dann ja keine Medaille gewonnen, 1964 in Innsbruck. Katastrophenstimmung in der Schweiz, Enttäuschung. Als Wintersportland ist das nicht akzeptiert worden. Jetzt übernimmst du den Nachwuchs und wir wollen in Sapporo 72 um die Medaille. Und das war der klare Auftrag, den ich bekommen habe. Ich bin Chef Nachwuchs geworden und zum Glück das Ziel erreicht. Wenn wir jetzt, das war eigentlich so ein bisschen Ihre erste Führungsaufgabe, so im grossen Stil, sage ich mal, wo viel Verantwortung muss übernehmen muss, wo auch Ziele enorm hoch gesteckt worden sind und Sie sich natürlich auch gesteckt haben mit Athleten zusammen. Wie wichtig und was sind die Herausforderungen gewesen, das erste Mal als Führungsperson und wie haben Sie sich selber als Führungsperson gesehen damals? Ich glaube, jeder Mensch müsste mal so ein Schirmbild oder ein Röntgenbild von sich machen. Eine Persönlichkeitsanalyse, wer man will sein. Aber wirklich eine ehrliche Analyse an sich gegenüber. Bin ich eher der Mensch, der
beraten, zudienen, Varianten vorschlagen, aber keine Verantwortung übernehmen. Oder eben bin ich der bereit ist, Leadership zu übernehmen, der bereit ist, zu führen, der bereit ist, Risiko zu übernehmen und der bereit ist, Schläge entgegenzunehmen. Und der bereit ist, auch Misserfolg zu haben. Und ich bin Grenadier in der Unteroffizierschule in Lausanne. Habe ich mein Schirmbild gemacht. Übrigens, die Armee ist eigentlich meine Universität. Ich habe ja keinen universitären Abschluss. Aber die Armee hat mir die Möglichkeit gegeben, mich selber zu testen. Und dort habe ich am Ende der Unteroffizierschule, ich bin dann noch Major geworden, bin Armeestab gekommen, wäre vielleicht noch Oberst geworden, wenn ich nicht Bundesrat geworden. Dort habe ich mir gesagt, ich kann ja nicht Präsident oder Direktor werden von Nestle oder Novartis, das hat es noch nicht gegeben. Aber von ABB hat es auch noch nicht gegeben. Oder von der BLS beispielsweise oder von der SBB. Aber dort, wo ich hergestellt würde, dort, wo ich eine Chance habe, mich einzubringen, dort wollte ich der Chef sein. Oder? Und die erste, um Ihre Frage jetzt klar zu beantworten, die erste Möglichkeit zu zeigen, bin ich wirklich ein Chef, kann ich mich durchsetzen, habe ich Leadership, Fähigkeiten nicht. Das war der Schiefermann. Ich bin Nachwuchschef geworden. Ich hatte den Auftrag, immer den Auftrag, Sapporo 72. Und ich war sehr ein harter Chef. Ich habe einfach in entscheidenden Momenten müssen sagen, jetzt musst du den Chef markieren, sonst entsteht vielleicht eine sogenannte Larifari. Stimmung. Ich habe jedes Mal, wenn sie eingerückt sind, habe ich hinten dran das Transparenz gehabt, unser Ziel Sapporo. Ich habe dann quasi das Ziel eingehämmert. Und jetzt vom ersten Moment an hat alles müssen perfekt organisiert sein. Beispielsweise Bistep müssen bereit sein, ausgesteckt sein, wie sie morgen aufs Training kommen. Da ist mal wenn ich das kurz darf sagen, in Pontresina sind wir im Training mit den Alpinen. Und das war schlecht Wetter. Wir haben auf der Lagal trainiert. Und da ist jetzt mal geschneit und gelaufen, schlechte Sicht. Da habe ich gesagt, Skifahren findet draussen statt, bei jedem Wetter. Wir gehen trainieren. Und auf der Lagalp hat es so Nebel gehabt, und es hat so gelaufen, es hat so Schnee gehabt. Wir konnten nicht sinnvoll und effektvoll trainieren. Ich habe gesagt, zurück ins Hotel und eine halbe Stunde nach Einrücken Konditionstraining mit dem Chef. Und da bin ich ja. Dann sind sie gekommen. Wir haben sofort geschmeckt und gespürt, dass sie nicht motiviert sind. Es hat nicht gestunken. Der eine hat die Hände angehabt, der andere nicht, es hat geschneit. Der eine hat eine Kappe gehabt, der andere nicht, es hat geschneit. Der eine hat über einen Trainingsanzug einen Anorak angehabt, der andere nicht. Der eine hat Schuhe gehabt, es hat immer geschneit, gelaufen und es war kalt. Dann habe ich gesagt, mir nach Marsch. Und ich bin vorausgesprungen Richtung Bahnhofplatz Pontresina. Und nach einer gewissen Zeit habe ich zurückgeguckt und der nächste war 300 Meter hinter mir. Und dann hatte ich noch rund 5 Minuten Zeit bis zum Bahnhofplatz. Und dann musste ich überlegen, was machst du jetzt? Markierst den Chef, markierst das Leadership, zeigst, was durchgeht, du dann ihre Einstellung probieren, in die richtige Richtung zu treiben. Oder überlegst du, jeder kann machen, der eine kann ins Buffet reingehen, der andere kann Kiosk etwas reichen. Sie können machen, was sie wollen. Und damit entsteht ein sogenannter Larifari-Betrieb. Und du bist nicht mehr Chef. Und Zielsetzung Sapporo 1972. Und dort habe ich die dran genommen. Also heute würde ich eingeklagt wegen Verletzung der Menschenrechte. Oh, und der Bernhard Russi, als er zurück ist zu mir ins Zimmer gekommen, hat gesagt, das geht so nicht. Dann habe ich gesagt, jawohl, so geht es nicht. Wenn du Menschenrechte hast, mit dieser Einstellung eine Chance, Weltmeister und Olympiasieger zu werden, du bist entlassen, du kannst nicht mehr da bleiben. Wir müssen Härte zeigen. Und dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ist er um mich gekommen und gesagt, ich will Olympiasieger und Weltmeister werden. Und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, diesen harten Weg, diesen zielorientierten Weg, diesen disziplinierten Weg. Und ich setze mich auch ein für die anderen, dass sie auch diesen Weg gehen. Bernhard Russi ist Olympiasieger und Weltmeister geworden. Und er sieht in diesem Buch hier, Bahnhofplatz Pontresina, das war mitentscheidend, dass er Olympiasieger und Weltmeister ist. Und ich habe auch in der Politik ich manchmal auch vielleicht ein bisschen mehr als 5 Minuten Zeit gehabt, zu überlegen, wie konsequent willst du jetzt handeln. Aber Sie haben einen ganz schönen Spruch, man muss Menschen mögen. Der hat wahrscheinlich trotzdem damals beim Bernhard Russi eine Rolle gespielt. Und ob der allenfalls eine Rolle gespielt hat bei unseren Leuten auf der Straße, das finden wir jetzt raus. Wir haben nämlich gefragt, der Adolf Ogi, der Dolf Ogi, für was steht der eigentlich? Und das sind die Antworten darauf. Politik? Im Rat, im Kantonsrat, nein, im Bundesrat, der Bundesrat. Ex-Bundesrat.
SVP. Verteidigungsminister. Der Sport unter sich hatte. Als Sportminister war er sehr aktiv. Er war ein Bargler, wie wir Walliser. Berner Oberländer. Berner. Aus Kandersteg. Das ist Adolf Ogi. Adolf Ogi. Das ist der Del Fogi. Und natürlich der Ogi. Der Adolf Ogi, Altbundesrat. Vorgänger Ski. Schweizerischer Skiverband. NEAT, kommt mir spontan in den Sinn. Er hat den Gotthardtunnel initiiert. Ist noch irgendetwas mit dem... Ist nicht noch IO... Nein, IOCD... Irgendetwas das hat er auch noch gemacht. Botschafter für Sport. Da der UNO-Botschafter. UNO-Vertreter, ein Botschafter von UNO. Der beste Bundesrat, den wir hatten. Ein sehr guter Bundesrat. Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Er hat viel erreicht für die Schweiz. Ein authentischer Mann. Er hat nur beide Füße auf dem Boden gehabt. Ein bodenständig, aber weltoffen. Ja, der Spruch «Freude herrscht» ist von ihm. Gesagt hat, man muss Wasser sparen. Er hat ein Witzbuch herausgegeben. Vor dem Tunnel, wo er mit dem Christbäumchen... Ja. Und ist eigentlich ein Mann des Volkes. Ein urchiger, authentischer Schweizer. Und er war aber menschlich sehr nach den Leuten, so wie ich es gesagt habe. Nicht. Vor allem uns Spargler ist er sehr nach. Zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis ist er in die Schule gegangen. Beim Anschule gemacht, so viel ich weiss, was er trotzdem zum Bundesrat geschafft hat. Ja, er ist Akademiker als Bundesrat. Er ist ein sehr guter Mann. Er ist ein sehr mutiger. Verbindend auch, ja. Er kann die Leute zusammenführen. Ein Mensch. Sehr sympathisch. Ja. Er ist einfach ein guter Typ. Und ist ein einfacher Mann geblieben. Macht er jetzt noch gute Arbeit wahrscheinlich. Ja, sicher einer, der länger im Gedächtnis wird bleiben wahrscheinlich als andere. Macht Eindruck. Den vergisst man nicht so schnell. Obwohl er SVP war. Freude herrscht. Also man kann sagen, Freude herrscht bei den Leuten, wenn man nach dem Del Fogi fragt. Da hat man sehr vieles richtig gemacht im Leben. Das Authentische, das Bodenständige, das Urchige, das nicht abgehoben sein, obwohl sie ja sehr viele Sachen gemacht haben, als sie immer wahnsinnig viel Macht hatten und auch immer wollten der Chef sein, ist es ihnen nie passiert, dass die, ich sage jetzt mal, die Drogenmacht, wie sie es auch schon genannt haben, sie verführt hat oder eben dass sie abgehoben worden sind. Wieso ist ihnen das nicht passiert im Vergleich zu vielen anderen? Weil ich die Herkunft nie verleugnet habe. Weil ich immer gewusst habe, dass wenn ich etwas merke, wo meinem Vater und Mutter nicht würde passen, wenn ich mich abheben würde, dass ich dann sofort zurückgeholt werde. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ja, es geht mir jetzt gut, dann bin ich halt zurück zu Kandersteg, in meine Heimat, in meine Natur, vielleicht ins Gastertal, wo ich gesehen habe, die Berge sind da. Hier ist das Palmhorn und da ist das Oldenhorn und dahinter ist die Blümlisalp. Und die Berge waren da, bevor du da bist, Ogi. Und sie werden noch da sein, wenn du nicht mehr da bist. Und deshalb ist es da sein, wenn ich am Anfang gesagt habe, ist es kommen und es gehen. Und das relativiert die Bedeutung von einem Bundesrat. Kann ja nicht passieren, es sind noch 6 andere, die da sind. Dann ist noch das Parlament, Nationalrat, Ständerat. Ja. Und dann ist das Volk, das das letzte Wort hat. Also ich würde sagen, ich habe meine Herkunft nie verleugnet und habe gewusst, ja, von wo ich komme und was meine Eltern hier leisten mussten, um mir das zu ermöglichen, was ich geworden bin. Und der Vater hat immer eine konstante Rolle in ihrem Leben eingenommen. Der hat sie eigentlich begleitet auf dem Weg. Es hat ja auch mal die Situation gegeben, wo der Kurt Müller, das haben Sie vorher auch schon mal ein bisschen angesprochen, von der NZZ im Vorfeld zu der Bundesratswahl geschrieben hat, hat dann der die nötige Intelligenz, der junge Politiker, dass er das überhaupt ausüben kann, das Amt. Und schön an dieser Geschichte finde ich, dass es der Papi, glaube ich, auch wieder war, der glaube ich, etwas ganz Weises gesagt hat, dass sie wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen wie hat können, mit einem guten Rat auf diesen Weg schicken, oder? Es hat natürlich wehgetan, wenn ihr quasi als dumm dargestellt werdet, als nicht fähig dargestellt werdet. Dann macht ihr noch schon Gedanken. Und mein Vater hat ja den Artikel auch lesen müssen, ist mir zugespielt worden. Er hat gesagt, komm doch auf Kandersteg. Und ich bin auf Kandersteg gegangen, das ist etwa 3 Wochen bevor wir eine mögliche Wahl im Bundesrat. Und dort so ich weiss das noch, wie es heute wäre, oder wie es heute Morgen wäre passiert. Er hat so seinen Arm über meine Schulter gelegt und zu mir gesagt, Töffi, das ist schon richtig, was der Dr. Kurt Müller schreibt. Wenn man Bundesrat werden will, der Arm ist noch über meine Schulter, dann muss man intelligent sein. Aber solltest du Bundesrat werden,
wünsche dir Weisheit. Und der einfache Bergführer im Fürst von Kandersteg hat mir den Unterschied erklärt, ich kann das nur mit einem Satz machen, zwischen Intelligenz und Weisheit. Er hat mir gesagt, die Intelligenz kann man abholen in der Schule, am Gymnasium, an der Uni. Und die Weisheit die muss man erarbeiten, indem man bereit ist, ethische Werte zu akzeptieren, sich immer wieder an diesen ethischen Werten zu messen. Ich bin heute dem Dr. Kurt Müller dankbar, dass er das geschrieben hat. Weil wenn er in den Bundesrat kommt, als einer, der nicht so fähig war, intellektuell, dann könnte er steigern, dann könnte er überraschen. Und wenn er aber in den Senf reingetragen wird, dann hat er kein Steigerungspotenzial. Dann geht es seitwärts oder abwärts. Ich habe heute 4, ich glaube 5 Doktortitel und eine Ehrenprofessur. Ich sehe auf keinem von meinen Visitenkärtchen ganz so gar nicht. Aber es ist natürlich eine gewisse Genugtuung, auch wenn man mal gelitten hat. Und wenn er einfach doch das Gefühl hat und das Volk das Gefühl hat, ich habe es recht gemacht. Ich darf sagen, ohne jetzt da überheblich sein, ich habe das Gefühl, heute wird meine Arbeit im Bundesrat, das hat vielleicht auch der Film vorhin gezeigt, eher besser gewürdigt als zur Zeit, als ich im Bundesrat war. Und es hat vor allem auch, also Ihr Werdegang und Ihre Biografie hat ja auch so Vorbildscharakter. Das zeigt ja eben auch, man muss gar nicht immer eben schon den Doktortitel haben und weiss ich nicht was, HSG besucht haben, sondern man kann eben auch Handelsschule, einen ganz anderen Weg machen. Und das ist eben auch möglich. Und das ist ja in der heutigen Zeit auch wichtig, dass man Vorbilder hat, die man immer nacheifern kann. Haben Sie selber mal gehadert mit dem, dass Sie das Gefühl haben, habe ich jetzt zu wenig Ausbildung gemacht bis zu dem Zeitpunkt? Ja, ich habe darunter gelitten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das hat mir auch wehgetan. Wir hatten keine Sekundarschule in Kandersteg. Also ich bin ja nur Primarschüler, aber ich hatte einen Lehrer, Rudolf Rösti, eine starke Persönlichkeit, Gemeindepräsident von Kandersteg. Der hat jeden Morgen mit uns 3 Sachen gemacht, bevor der Unterricht angefangen hat. Mit uns gebetet, mit uns gesungen und mit uns politisiert. Er hat uns nicht in eine politische Richtung getrieben, aber er hat zum Beispiel am Donnerstagmorgen hat er uns in ein paar kurzen Worten erklärt, was der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat. Er hat uns in ein paar Worten gesagt, was die Gemeinde Kandersteg für Probleme hat und wie der Gemeinderat das lösen will. Dann hat es noch keine PowerPoint-Slides gehabt. Hat er einfach eine Karte von Asien gezogen und hat uns den Krieg zwischen Süd- und Nordkorea erklärt. Ich bin vor 1,5 Monaten wieder zum 4. Mal an dieser Linie, dieser Grenze zwischen Süd- und Nordkorea. Ich muss immer an den Rudolf Rösti denken. Wir haben das dann nicht mit grossem Interesse entgegengenommen. Aber es ist halt so Aber er hat irgendwie einen Samen gesteckt in dem, was jetzt hier bei euch darf sein. Danke vielmals für die Einladung. Er hat einen Samen gesteckt, auch das Interesse, dass die eben über Kandersteg rausgeht und die Welt nicht am Bühl vor Kandersteg anfängt, sondern dass wir aufeinander angewiesen sind, für die 4 Kulturen, 4 Sprachen, die ich vorher erwähnt habe, dass für das Zusammenleben jeder muss etwas beitragen. Er hat mir auch gesagt, eben, nebst dem Mann muss Menschen mögen. Er hat mir auch gesagt, you never get a second chance to make a first impression. Das hat mir der Vater gesagt. Und mein Sohn Matthias, der verstorben ist, hat mir das ging um mich in Erinnerung gerufen, wenn ich morgen beispielsweise als Bundesrat am Nordherren haben müssen. Oder, hat er das richtig verstanden? Hat Ihr Sohn das gesagt? Matthias hat mir das immer auf den Weg gegeben. Papi? Ja, Papi. Und dann hat er auch noch gesagt, denk dran, do what you believe in and believe in what you do. Mach das, an das du glaubst und glaube an das, was du machst. Aber sag auch von Zeit zu Zeit, ich will, gerade im Militärdepartement, immer jemand muss sagen, ich will. Oder ich hätte ja können sagen, NEAT wird jetzt eröffnet. Hätte ich können sagen, jetzt hat man seit 1950 der Herr Bundesrat Spüler, nachher ist der Herr Bundesrat Bonwin gekommen, dann ist der Herr Bundesrat Ritschard gekommen, dann ist der Herr Bundesrat Schlumpf gekommen. Alle haben immer studiert, wie könnte man eine Alpentransversale, eine Eisenbahn bauen durch die Alpen. Und dann bin ich gekommen. Und dann hat man Papier gehabt, da hätte man den Raum füllen können. Ein Schwimmbecken von olympischem Ausmaß hätte man mit Papier füllen. Und das hat ein bisschen meinem Temperament entsprochen, dass ich gesagt ich will Gotthard und Lötschberg gleichzeitig angehen. Der Lötschberg ist eröffnet, 2007, grosser Erfolg, 110 Züge, die jeden Tag durchfahren, 70 Güterzüge, weil die auch noch auf die Straße müssten. Jetzt am 1. Juni wird der Gotthard eröffnet, am 13. Dezember der Fahrplan. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und wenn man von der ersten Minute dabei war und man musste sagen, ich will, ich hätte ja sagen, ich lasse das meinem Nachfolger, wir noch ein bisschen studieren, wir noch ein bisschen Kommissionen einsetzen. Das Zeitfenster war offen, dass man jetzt das macht, das Zeitfenster für eine
Gotthard-Lötschberg gleichzeitig. Projekt von 23 Milliarden Franken wäre heute politisch nicht mehr möglich. Darum ist es wichtig, als Politiker hat man vielleicht auch der Vater mitgegeben, dass man im entscheidenden Moment, wenn das Fenster offen ist, Window of Opportunity, dass man den geht, rasch macht. Aber man muss auch wissen, dass das Zeitfenster geht mit zu. Dann geht man dann eben wieder. Aber das... Aber es ist ja schön, oder? Es bestätigt sie ja in all dem, was sie gemacht haben. Oder wenn man jetzt auch sieht, was schlussendlich eben, wo wir heute auch dürfen, mitunter profitieren. Wir haben noch etwas gehört von einem Mann, der gesagt hat, ganz ein mutiger Mann. Das hört man raus bei allem, was sie da haben. Sie sind eben angestanden und gesagt, ich will oder ich mache auch und ich ziehe das durch mit allen Konsequenzen. Haben Sie gar nie Zeiten gehabt, wo Sie selber einmal ein bisschen Angst davor haben, von Ihrem eigenen Mut oder gesagt haben, da bin ich jetzt eigentlich, da habe ich jetzt den Kopf zu fest rausgehoben? Ja, wenn wir jetzt gerade bei der Aktualität bleiben, Eröffnung vom Gotthard-Eisenbahntunnel am 1. Juni. Ich konnte manchmal am Abend nicht einschlafen. 23 Milliarden sind noch viel, die Bohrmaschine, die so dreht. Bei der Davetscher-Massiv, das war ganz hartes Gestein. Und plötzlich ist die Maschine stillgestanden. Ich hatte Angstgefühl. Es ist eine Katastrophe, wenn das passiert. Ich hatte 4-mal Nierensteine. 4-mal. Nierensteine hat man, wenn man zu wenig trinkt. Danke für das Wasser. Nierensteine hat man, wenn man zu viel Spinnen isst. Nierensteine hat man, wenn es Veranlagung ist, Familie. Und Nierensteine hat man, wenn man belastet ist. Ja. Und das ist, bei mir ist alle 4 ist ein der Grund gewesen, dass ich die 4-mal die Nierensteine hatte. Also ich bin der Neat ganz schwierige Momente gehabt. Wenn das Volk hat entschieden, aber der Bundesrat, Stich, Finanzminister, ich verstehe ja das, er muss zu den Finanzen gucken. Und der Leon Schrumpf hat nicht bauen. Er hat gesagt, das braucht es nicht. Ein Neat braucht es nicht. Und dann kommt der Rogi und sagt, wohl, es braucht es. Und der hat noch das Gefühl, jetzt gehe ich auf seine Kasse los. Oder? Das ist auch so. Er muss zu der Kasse, respektive zu den Bundesfinanzen gucken. Und der Rogi muss überlegen, wie tut sich der Verkehr in den nächsten 20, 50, 100 Jahren entwickeln. Der Eisenbahntunnel, der heutige noch, 1882. Und jetzt haben wir während 24 Jahren haben wir keine Erneuerung von der Eisenbahn am Gotthard. Und wir müssen dringend den Güterverkehr durch die Alpen von der Straße auf die Schiene verlegen. Und das, was das Schweizer Volk dann beschlossen hat, 63,6% hat ja gesagt, mir weh. Die NATO hat dann noch 3-mal ja gesagt zum alpenquerenden Verkehr auf der Schiene und nicht auf der Straße. Darum ist der grösste Dank eigentlich für die NEAT gehört dem Schweizer Volk. Es ist einmalig in der Welt, dass das Volk über ein so grosses Projekt abstimmen kann. Wir eröffnen die NEAT und die Deutschen können den Flughafen in Berlin nicht eröffnen. Er ist fertig, aber können nicht eröffnen. Der TÜV-Bahnhof in Stuttgart ist auch ein Problem. Und wir machen ohne Skandal, ohne Bauskandal, ohne Finanzskandal das grösste Umweltprojekt von Europa. Das braucht Mut, wenn man den allenfalls einem Gesicht sieht. Das schauen wir jetzt. Die Pietro Sossi, unser Gesicht. Der Leser macht das einmal. Sie schaut ins Gesicht und liest dort vor allem Stärken. Welche das sind beim Herrn Ogi, das schauen wir uns jetzt an. Adolf Ogi! Ja, wer könnte Adolf Ogi nicht? Ja, Altbundesrat, ja, muss man eigentlich gar nicht sagen. Er ist einfach ein Schweizer Markenzeichen dementsprechend. Und er hat natürlich schon ein bisschen Talent. Ja, ich glaube, er hat immer das Richtige gemacht in seinem Leben. Weil er war immer ein Macher. Und wieso kann ich jetzt einfach sagen, Macher? Es ist eben so, im Gesichtslesen kann man ein bisschen unterteilen. Das ist das Obergesicht, das Mittelgesicht und das ist sein Untergesicht. Und wenn man das von der Dimension her sieht, so ist sein Untergesicht, also der Teil da, ist am grössten. Und je grösser der Anteil ist im Untergesicht, umso grösser gibt es den Hinweis zu einem Macher. Zu einem Macher. Also nicht einfach nur reden oder so, sondern es muss etwas passieren. Aber das ist schon ein Markenzeichen für Adolf Ogi. Ja, und dann hat er natürlich einen recht breiten Nasenrücken. Oh ja, sehr breiter Nasenrücken heisst immer sehr belastbar. Macht viele Sachen miteinander, gefällt ihm. Ist bei ihm keine Anstrengung. Ja, ist dann auch effizienter durch das. Der gleichzeitig halt, dass seine Nasenspitze hier noch runtergeht. So. Und das heisst immer beeinflussen.
Er tut gerne beeinflussen. Und das hätte er auch können. Macht er wahrscheinlich heute noch. Und so aber nicht zum Schikanieren oder Manipulieren, sondern einfach zum Beeinflussen. Zum Wohlwollend können beeinflussen. Gleichzeitig hat er natürlich auch einen Dominanzanspruch. Ja, ich glaube, muss man schon ein bisschen haben. Ist gleich für was welcher Job oder der, den er hatte als Bundesrat. Dominanzanspruch, das ist die Distanz zwischen da und da. Da, die ist richtig schön gross. Das kann man schon so sagen. Ja, und dann hat er noch ein fleischiges Ohrenläppchen. Oh ja, das hängt dann recht aber da. Und das gibt immer einen Hinweis zu einer strapazierfähigen Gesundheit. Also lebenslänglich. Und da kann er sich drauf zählen. Und ja, da wünsche ich ihm auch noch viele schöne Zeiten. Was stimmt nicht? Das ist fast zu gut. Und darum werde ich es nicht kommentieren. Besten Dank. Das Machergehen, das Sie haben, das wir ja jetzt im Gesicht gesehen haben, was haben Sie das Gefühl, woher kommt das? Ein Beispiel geben, das war schon mein Vater. Das war ein Macher, ein absoluter Macher. Er hat mir gesagt, was man machen kann, wo die Grenzen sind, die man aber auch nicht machen kann. Oder? Und das Wollen muss von hier kommen, nämlich vom Herz. Und ihr müsst mit dem Herz Überzeugungsarbeit leisten. Im Bundesrat jeden Mittwoch, im Nationalrat, Botschaft für die NEA 3 Tage, vom Morgen bis am Abend gelöchert worden, befragt worden. Dann der Ständerat 2 Tage und dann das Volk. Und das heisst, gegen aussen kommunizieren, von Basel bis auf Giasso, von Romanshorn bis Genf. Aber das heisst doch gegen innen kommunizieren, überzeugen, motivieren. Miteinander wie wir den NEA-Tunnel beispielsweise eröffnen. Ganz viel Kraft. Ich nehme an, für das braucht man auch ein sehr gutes Nest daheim. Sie sind immer sehr gut gestützt gewesen, zumindest wirkt das so von der Katrin, ihrer Frau, die sie 1972 geheiratet haben. Was für eine Rolle oder wie wichtig ist Ihre Frau in dem ganzen Rössli-Spiel, das Sie da angerissen haben, in all diesen Baustellen? Man hat jetzt vielleicht auch gemerkt, mein Temperament ist natürlich vielleicht manchmal zu sprudelnd, zu stark, ja, zu direkt vielleicht auch. Und dann braucht es dann natürlich daheim jemanden, der der ruhende Pol ist, der mich wieder zurück auf Down to Earth gebracht hat, wo man aber auch geholfen hat in den schwierigen Situationen, wo zu den Kindern geguckt hat, Kind gepflegt hat, Kind für Kind da war, aber natürlich auch mich jeden Tag gestützt hat, mich Verständnis hat gezeigt für die Abwesenheit, Verständnis hat gezeigt für meine Aufgabe. Dann mitgekommen ist, wenn sie das Gefühl hatte, es ist wichtig, dass ich jetzt den Mann unterstütze, dass ihn moralisch unterstütze. Und ja, die Liebenswürdigkeit, die eingeflossen ist, die Kraft, die sie mir jeden Tag gegeben hat, ja, nicht ohne meine Frau, wenn die das gleiche Temperament hätte wie ich, selber nicht gegangen. Ich bin unglaublich dankbar der Katrin. Oder? Wir sind jetzt 44 Jahre geheiratet. Das klingt ein bisschen nach Yin und Yang, oder? Das war sehr eine ausgleichende anscheinend Energie. Sie haben ja in der Hauptzeit, als Sie Ihre Karriere angefangen haben, auch Kind gehabt. Wie gut, oder ein bisschen rückblickend geschaut, wie gut hat sich das vereinen lassen, den Familienpart und Karriere zu machen? Das ist ja die Herausforderung, die jeder Mann in der heutigen Zeit noch hat. Ich habe geheiratet nach Sapporo 72, oder? Wo ich irgendein Hoch hatte. Also der Schiedsstock hat ja gekalbert in Sapporo mit diesen Medaillen. Und da ist man natürlich auch gewissermaßen bekannt, aber Bekanntheit ist auch gefährlich. Und da hat eben meine Frau hat das schon gebraucht und die Kinder haben das gebraucht. Ja, die Kinder quasi einen gewissen Schutz. Meine Kinder haben manchmal gelitten unter dem, dass ich A, bekannt war und B, beispielsweise der SVP angehört habe, in der Schule. Also, sie sind geplagt worden, auch von Lehrern. Matthias hat sehr gut formulieren. Aber der hat, wenn er einen Aufsatz geschrieben hat, er beispielsweise mehr Rot gesehen als das, was er mit seiner Tinte geschrieben hat. Und da hat der Lehrer hat ihn geplagt. Der Lehrer war Sozialdemokrat und ich war SVP. Oder meine Tochter Caroline ist von Frau Brunn auf Bern in die Schule. Und dann hat es noch keine Handy gegeben. Aber sie ist der Kiosk vorbeigelaufen. Dort im Aushang hat sie irgendwie den Namen OG eingesehen. OG, oder? Das ist in die nächste Telefonkabine. Hat die Mami angerufen und gesagt, oh, was ist auch wieder gegen den Papi. Oder? Also es war für sie nicht einfach. Und,
Aber wir haben versucht, und eben meine Frau hat wirklich das Kind betreut, begleitet, gepflegt, so unterstützt. Und ich habe vor allem Samstag, Sonntag aus dem Skiverband ist das nicht möglich gewesen, aber als Politiker habe ich natürlich bis 2 Halbtage von diesem Wochenende habe ich dem Kind schon gewidmet und der sogenannten Bundesrat-freie Zeit, also Ferien haben wir ja nicht, aber Bundesrat-freie Zeit, habe ich probiert, dem Kind etwas zu bieten. Und der Matthias, der Leichtathlet war, sportlich sehr interessiert war, mit dem bin ich dann auch, wenn ich die Möglichkeit hatte, bin ich in einen internationalen Grossanlass und habe ihm dort eigentlich auch die Welt gezeigt, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Sprachen und die verschiedenen Sportarten. Und ich habe einfach im Rahmen von meinen Möglichkeiten habe ich sehr viel gegeben, probiert, und meine Frau hat alles gegeben für unsere Kinder. Und ja, Matthias ist nicht mehr da, aber Caroline ist da und die macht mir grosse Freude als Hoteliere. Jetzt zum Beispiel führt sie Hotel wieder gestattet, Hotel Schöneck mit ihrem Mann in Wengen. Auch eine Macherin, hört man da. Und das ist eine Macherin. Ja, die hat ein bisschen mein Temperament. Wir sind schon fast am Schluss. Ich darf Ihnen die Heime wie immer einen Gutschein anbieten von 1000 Franken vom Pfister, wo Sie shoppen gehen, wenn Sie sagen, ich möchte gerne ein bisschen schöner wohnen die Heime. Das tun wir Ihnen gerne ermöglichen. Können Sie jetzt mitmachen, wie Sie das machen, sehen Sie unten eingeblendet. Die letzte Frage: Wohnen. Wie wichtig ist das für Sie als Familie immer gewesen? Das habe ich nicht verstanden. Wohnen war für Sie wichtig gewesen, in all diesen Zeiten ein schönes Zuhause zu haben und Wohnen war wichtig. Es muss nicht dem letzten Trend entsprechen. Ich muss mich wohlfühlen. Ich fühle mich sehr wohl im Kandersteg. Ich fühle mich wohl, wo ich heute etwa die Woche wohne. Und ich will sagen, das Wohlsein ist wichtiger als der grösste Komfort. Das ist ein sehr weises Wort zum Schluss. Ich sage danke vielmals mit ein bisschen Verführung. Schoki. Sehr lieb. Danke. Hat mich sehr gefreut. Danke, alles Gute. Ich hoffe, wir hören und dürfen noch ganz viel profitieren und wünschen euch alles Gute für die Zukunft. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit der Doris Fiala, dann da bei uns auf dem Sofa. Ganz bestimmt wieder spannend. Schauen Sie rein. Bis dahin eine gute Zeit. Haben sich Sorge. Adi miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.